Das US-Heimatschutzministerium hat mit Blick auf den 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 und auf die Corona-Pandemie vor einer erhöhten Anschlagsgefahr gewarnt. Die USA seien einer erhöhten Bedrohungslage sowohl durch inländische als auch ausländische Extremisten ausgesetzt, erklärte die Behörde am Freitag. In Venezuela haben sich Regierung und Opposition auf die Einleitung eines Dialogs verständigt. Bei einem Treffen in Mexiko-Stadt unterzeichneten Vertreter beider Seiten eine Vereinbarung, Gespräche zur Beendigung der politischen und wirtschaftlichen Krise im Land aufzunehmen. Ein anonymer Hinweisgeber sagte dem Sender CNN, dass die beiden Regierungen und die Kollegen in Katar darüber verhandeln, Afghanen, die mit der USA zusammenarbeiten, in Katar unterzubringen. Dabei geht es um ca. 8000 Afghanen. Vor dem Hintergrund religiöser Spannungen im westafrikanischen Staat Nigeria sind laut Polizei 22 Menschen getötet und 14 verletzt worden. In einem Museum in Bursa wurde ein Gemälde ausgestellt, welches die 12 Muqam der Uiguren darstellt. Muqam ist eine Musikform, die der Stolz des uigurischen Volkes ist und als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt wurde. Außerdem fand in Bursa eine Ausstellung und Unterschriftensammlung statt, um gegen den Genozid der Uiguren zu protestieren. Internationale uigurische NGOs sind in der Katastrophenregion in der Türkei angekommen, um dort Essen an Opfer der Überschwemmung zu verteilen. Währenddessen besuchte Murat Kurum, der Minister für Umwelt und Stadtplanung, das Katastrophengebiet und betonte, dass Uiguren und Türken diese Katastrophe gemeinsam überwinden werden. Vor der chinesischen Botschaft in Holland wurde aufgrund der Menschenrechtsverletzung Chinas und dem Genozid an den Uiguren zu einem Boykott der Winterolympiade in Peking 2022 aufgerufen. China, welches Uiguren mit der Begründung des radikalen Islamismus in Konzentrationslagern einsperrt, zeigt nun wieder sein wahres Gesicht. Letzten Monat traf sich der chinesische Außenminister mit führenden Kadern der Taliban. In chinesischen Medien wird der Eindruck erweckt, die Taliban würden dem Land Stabilität bringen.